Blick über Europa, eng neue Mission hier von Straßburg. Herzlich willkommen, merci für die Nachgucken, liebe Leute. Das ist ein ganz grosses Evenement, das all Jahr immer gefeiert wird vom Parlament. Ein Preis, den wir überreichen, das ist der Sacharow-Preis an Personen oder Organisationen, die sich besonders einsetzen für Menschenrechte, für Freiheit, für demokratische Werte. Und das ist, wie gesagt, ein grundlegender Wert der Europäischen Union. Am Parlament möchte das schon eine Reihe Jahren, da sind ganz namhafte Personen aus der Geschichte und auch aus dem öffentlichen Leben, die hier den Preis überreicht kriegen. Das ist so, dass der Preis das Jahr an die Oppositionsorganisation gegangen ist, die Opposition aus dem Venezuela. Das ist eine ganz unstabile Situation im Moment in Venezuela. Das ist eine Art Diktatur Ruder, die all verständlich Werte aushält, die auch die Volksversammlung angesagt hat unter dem Regime von dem genischen Staatschef, die am Parlament de facto abgelöst hat. Alles das Journalisten gefangen geholt hat, für nicht neutral, für nicht objektiv können darüber zu berichten. Schon mehr wie 120 Leute haben ihr Leben gelassen, Jugendliche müssen flüchten an europäische Länder. Das ist so, dass die Eltern eigentlich Hunger leiden, für die Kinder genug zu essen zu gehen. Alles das ist von der Oppositionspartei abgeworfen gehen. Die hatten ganz ergreifend Rede gehalten und das hat uns auch am Vorfeld schon dazu bewegt, für, wie gesagt, den Preis und die venezuelische Opposition zu überreichen. Der Preis soll einerseits an der Öffentlichkeit draußen an der Welt Aufmerksamkeit erreichen zu dem Problem, andererseits aber auch als Unterstützung dingen für die Organisation, für die Person, respektive auch für andere, die nächsten Jahre mit dem Preis ausgezeichnet sind. Ein zweites Sujet, den ich ganz kurz auch erörtern will, weil mir wichtig scheint, dass wir als Parlament hier in Akkord fand über den gemeinsamen über den gemeinsamen Verteidigungs- und eine Sicherheitspolitik. Das ist etwas, was seit 1957 schon am Gespräch ist, eine gemeinsame Défense, weil das auf europäischem Niveau nie zustande gekommen ist. Das ist ganz am Anfang gescheitert. Und die Franzosen, aber auch und die Briten, die eigentlich das nie wollten. Gitfried hat ein bisschen so militärische Aktivitäten gemacht. Gitfried hat ein bisschen sein System, seine Strategien. Wir waren zwar an der NATO, wir waren noch von unseren amerikanischen Freunden, haben wir da ganz enge Relationen, wir haben uns ganz viel auf die verlassen. Und das ist ja eigentlich so, dass in diesen Zeiten, an diesen unstabilen Zeiten nicht mehr kann. Nicht par rapport zu der NATO, aber par rapport zu den amerikanischen Kollegen. Das heißt, du hast eine ganz unstabile, eine ganz unsichere Situation, die ziehen sich immer mehr aus Krisengebieten zurück, für an anderen Gebieten neue Krisen unzufachen, Beispiel Jerusalem. Das heißt, da muss die Europäische Union eine starke Rolle spielen, und da sind Länder sich eins gehen zu 25, für wie gesagt so eine gemeinsame Sicherheits- und eine gemeinsame Défense auf die Beine zu setzen. Die Vizepräsidentin Mogherini hat die ersten Schritte erholt, dass eine Kooperation strukturell permanent an das Leben gerufen wird, dass ein Gremium, das uns als Parlament noch nicht weit genug geht, aber das ist aber schon mal der nächste gute Schritt. Das will am Anfang so, dass 2018 Projekte anlaufen, 17 Projekte anlaufen, die am Anfang eine gemeinsame Kooperation durchstellen, dadurch in Zukunft nicht mehr Gitfried sein Waffensystem kauft, mit das auch hier versucht, Ressourcen zusammenzulegen und, wie gesagt, eine Gemeinsamkeit zu erreichen. Im Parlament, wie gesagt, geht das nicht weit. Wir fordern auch immer einen europäischen Fonds für die Défense und auch eine europäische Direktion Generale auf europäischem Niveau. Das steht natürlich auf Widerstand von den einzelnen Etats-Membres. Wir haben also mal den nächsten Schritt gemacht und soll in Hoffnung nicht abgehen. Für mich ist das erstens mal ein historischer Schritt, zweitens aber ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, weil die Europäische Union aber auch auf dem Gebiet an der Welt eine große Rolle zu spielen wird. Ein drittes Sujet war der Brexit. Die wisst, dass ein Akkord gefunden ist, letzte Woche innerhalb von den Verhandlungspartnern, was die Grenze anbelangt zwischen Irland und Nordirland. Auch wenn man am letzten Detail noch nicht so richtig weiß, was das in der Praxis bewirkt, dann ist das aber trotzdem ein richtiger Schritt.
wichtige Schritt an mir als Parlament hu jo do Matsprucherecht an dem Dossier, dat hecht am Endeffekt kënne mir iwwer Verhandlungen aufstimmen. Mo hunn noch een Observateur dabei an der Person vum Guy Verhofstadt an das am Fong do, wo mir da regelmäßig dann och gebrieft gin an dem Munorolo eng Resolution gemerkt zu dem Schritt, den wie gesot lächt wo den Akkor den do ënnerschriwe gin ass de Schritt den do ënner Hall gin ass. Wann ich so de Schritt ënnerhol, da bleiwen do nach a puer Kklengegkete, wo engerseits Nordirland sinn se sech eens gin iwwer Grenz, iwwer Geld, iwwer Fongen, iwwer die Engagementer, die Briten am Fong gehollen an all dee Joren, dat iwwer die Zomm do gëtt nach spekuléiert, gëtt nach diskutiert, gët annner negociiert, méi do schengen se sech awer och eens ze ginn, so dat am Fongelomi die rechtlech Froe vun de Bierger se stellen. An dat fir Parlament immens wichtig. An do hun mir puer Punkten opgeworf, die fir eis wie gesot unbedingt nach lo musssse verhandelt ginn an noch Ihre zu dem nächste Schritt können, die wir da zukünftig Relationen, dat werd lo demnächst uläffen, mussssen nach die an puer Froe geklärt gin. Wie se zum Beispiel mat de Bierger, die an Großbritannien lewen, die mussssen nach können Urspruch holen op den Europäische Gerichtshof, ob schon Briten wie gesot neich davon wëlle wëssen, verlangen mir unbedingt, dat die nach können darüber zurückgreifen an auch op den europäischen Ombudsmann, wat im Moment eng Ombudsfrau ass, dat ze auch können nach können profitieren davon. Ein zweiter Punkt, der muss geklärt gehen, wat für Rechter huet den Partner, den lo mat engem Engländer bestört gin ass, no dem dat der Brexit erkräft getruden ass. Dann e ganz wichtiger Punkt, den noch fir eis derf kein zusätzliche bürokratischen Opwand entstoen, dat heißt, die Personen mussssen Meiglichkeit hunn, trotzdem awer op relativ unkompliziertem Weh hier Rechte unzufroen an noch hier Rechte anzukloen. Dann muss natürlich weiterhin Briten auch vun der Freizügigkeit an Europa profitieren an den anderen 27 Länder. An wie gesot den Akkor mat Irland muss am Detail nach geklärt gin Appppes de moment a großen Zich wie gesot vu uns den Deivel leit bekanntlich am Detail. An dann Reich Kaffee Eis die zweet Vers ragelaut gin, an dat werd dann awer trotzdem Morlo demnächst de Fall sinn. Et bleibt ja nämlich viel Zeit. Es gëtt ja vun en März eigentlich verlangt, dat en März en Akkor definitiv Dëch leit. Bedauerlich so nicht für mich persönlich, das még Meinung bedauerlich, dat et dazu kommmers, bedauerlich auch wie lang dat gedauert huet, bedauerlich auch wie die Situation im Moment ass an dat do nach ganz vieles am Urge leit. Dann ass die Lächtendung fir das Joer, mir sinn an enger weihnachtlicher an enger Krchtstimmung och wann dat Loflecht ha am Hannergrund an net so riwer kënnt. Ech profitéiere vun der Gelegenheet fir ich alle Goeten doheem sche feierdeich ze wënschen, fir in allem besënlich deich, fir allem och eng gut Gesundheet fir d Joer, gute Rutsch an fir an Joer ran, fir Ich, fir Familie, fir Frënd, fir Bekannte, fir all die Leiit, die ich nostien, die ons no kucken. Wie gesot dats ëmmer eng Interessantzeit, ass eng Zeit, wo en klenge Rückblick mech, mit as eng Zeit, wo en klengen Ausblick mech. An den Ausblick, de werd uns dann wie gesot doch näst Joer viel Erbecht bescheren. Dat sinn e puer ganz gros Dossier, wo ich auch persinnlich drop schaffen, dat ass Koordinatioun vun der Securité Sozial eng vun den eelsten Direktiven. Dir wisst, dat man haut dat man unterschiedlich Sozialsysteme hunn an Europa an dat man haut awer eng europaweit Mobilitéit hunn, dat hicht et Leiit studieren am Ausland, schaffen am Ausland, Ausländer komme bei Eis schaffen an se virun. Gi bestört mat Partner aus andere Länder, wie steet mat de Pensionioun zu sprich, wie steet mat Krankekees, Assurance-Dependance, all die Sachen. Et gi Leiit an einer Länder entsent, Travailleur détaché fir dort ze schaffen an se virun. Und dat feiert mich auch zum zweiten Punkt, den lo demnächst wird ustoen, dat ass eng europäesch Arbeitsagenz. Dat muss den Arbeitsmarkt muss eigentlich méi iwwerwert gehen, muss méi Kooperation stattfannen tschen de Länder, méi am administrative Bereich oder an der wie gesot an der Securité Sozial, an den Arbeitsverträg. Et muss awer auch trotzdem méi iwwerwert gehen, muss méi gemerk fir illegal Arbeit zu bekämpfen. All die Sachen ass wichtig, dat eng europäesch Agenz an d'Lewe gerufen gëtt. Kommission huet ganz konkret Vierstelle, die werden uns ugangsnächstes Jos präsentieren. Da werden wir darüber schaffen. Am Transport ass et den Mobility Package e ganze Koop Propositionen, die
am Straßentransport zum Beispiel, was Sozialbedingungen belangt, aber auch technisch Dossien, auch die eng Herausforderung, die immer mehr aussteht, dass den Umweltbereich, den Transport an der Umwelt als natürlich Konfliktpotenzial dran, den man muss regulieren. Alles dat droit de Passagier op der Schiene gi neigemerk. Alles dat sind Suje, wo ich nächste Jahr op schaffen. Ich mengen können ze soen, dat dir fredig op ein Jahr, ich fre mich persönlich op ein Jahr. Los mir die Zeit he die Krchtzeit nach enke feier dich, los mir die Zeit nutzen fir nach enke so richtig rot ze hunn, auf fir Duno können enke voll durchzustarten. Vielmals Merci fir no gucken bis die nächste Woche.